Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil Remake auf Pelzig. Ja, in der letzten Episode haben wir jetzt den neuen Schlüssel gekriegt, den Schildschlüssel. Moment, ich möchte gerade mal wissen. Hausschlüssel. Ja, das ist nur ein Ding drauf. Ich mag so alte Schlüssel, das ist richtig tolle Schmiedekunst, sowas noch. Moment, sowas, also sowas, das war blöd, die Aussage, das war dumme Grammatik. Sowas ist noch richtig die Schmiedekunst, so rum natürlich. Okay, hier haben wir nichts verpasst. Kerosin könnte ich halt mal wieder gebrauchen. Aller hopp, dann gehen wir nochmal hier rein. Und wir probieren noch einmal weiterzukommen. Warte mal, da ohne geht's ja auch noch wohin, ne? Tatsächlich, da ohne können wir ja auch noch wohin gehen. Wie schaut's denn hier eigentlich aus? Was wohl auf der anderen Seite von der sein mag? Ich will es gar nicht wissen, um ehrlich zu sein. An der Haupttour brauchen wir aber 2 Wappen dafür, damit wir da durchkommen. Hier waren wir auch noch gar nicht. Ja. Hier waren wir auch noch gar nicht. Der ist verschlossen. Helmsymbol. Ja, kein Wunder. Da kommen wir auch noch gar nicht durch. Da kommen wir tatsächlich noch gar nicht durch. Ja, ein Schildschlüssel. Ich probiere es jetzt nochmal wie folgt aus. Wir gehen nochmal hoch. Wir gehen nochmal auf der Seite hoch. Wir gehen jetzt nochmal zum Ritchie. Weil ich habe die Befürchtung, was ist die Befürchtung? Ich habe die Vermutung, dass wir da zu der Schlange kommen. Da müssen wir auch gar nicht großartig kämpfen bei der Schlange. Da müssen wir nur schnell sein. Okay, das war nur unser eigener Schritt. Ich wäre langsam echt paranoid hier. Ich sollte auch nie mehr als 4 Episoden aufnehmen am Stück. Sonst macht ihm das echt paranoid. Gut, der Ritchie liegt noch da. Wir probieren jetzt mal mit dem Schildschlüssel da reinzukommen, weil ich glaube, die Schlange bewacht Annie von der Maske. Moment. Ich glaube, das war so, oder? Hier, Schild. Genau, Schildschlüssel verwendet. Gut, das war auch so ein Einmal-Schlüssel, wie es aussieht. Schade eigentlich darum, weil der ist super schön gemacht gewesen, auch mit dem Symbol, was da noch drauf war. Und wie der Schild dargestellt war, es war eigentlich super schön, aber schade drum. Ja, das ist der Raum, wo die Schlange kommt, glaube ich. Achtung. Payback time. Ja, ich habe ja damit gerechnet, dass das Vieh kommt. Moment, da hinten glitzert was. Genau darum geht's mal nur. Um die Todesmaske ohne Nas, ja. Perfekt. Der Ritchie kümmert sich um das Vieh. Wir müssen anscheinend nur aus der Schusslinie raus. Ja? Ist der Ritchie überhaupt noch? Ah ja, der Ritchie ist noch da. Ritchie, kümmere dich um das Vieh. Wir gucken mal, ob der es nicht für uns abknallen kann. Ja, wir gucken, dass wir nicht so sehr im Weg stehen und dass er das Vieh für uns erledigt. Da hat es natürlich jetzt gelohnt, den Kerl zu heilen. Thanks. Richard! Ach du Scheiße, aber er hat sein Gewehr fallen lassen. Kampfgewehr, das ist natürlich ein besseres Ding. Und wir gehen einfach wieder. Wozu Kämpfer? Mir ging's, eigentlich habe ich gedacht, okay, der Ritchie, ne? Der macht das Biest jetzt platt für uns. Aber dummerweise ist der Ritchie jetzt auch noch geschmaust worden. Ja, schade drum. Ruhe in Frieden, Richard. Oh.
Okay. Ihr könnt das Ding doch gleich mal ausprobieren, oder? Warte mal, ich mag gerade mal kurz auf die Karte gucken. In das Gebiet müssen wir eigentlich, glaube ich, sowieso nicht mehr rein, ne? Der Schlangenraum haben wir soweit überprüft. Und hier müssen wir eh nicht mehr vorbei, ne? Ich versuche an dem vorbeizukommen. Jupp. Wenn sich ein Kampf vermeiden lässt, muss ich nicht unbedingt dafür Munition verschwenden, finde ich. Man muss nur gegen jeden Kämpfer. Gerade bei den alten Resident Evil hat man das eigentlich so gelernt. Man muss nicht gegen alles kämpfen. Man sollte mit seiner Munition haushalten, wenn es dann ernst wird. Und nicht einfach jeden Zombie über den Haufen schießen. Okay. Dann können wir die nächste Maske gleich abliefern. Dann brauchen wir noch 2 Masken. Das heißt, wir brauchen den Helmschlüssel. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob die Schlange vielleicht doch der Schlüssel bei sich hat. Ja, vielleicht sollte man doch nochmal runter und die Schlange erledigen. Ja gut. Sicher ist sicher. Ich weiß es doch nicht mehr, um ehrlich zu sein, ob die Schlange nicht den Schlüssel hat, weil ansonsten haben wir ja nichts mehr, ne? Das ist die mit Loch im Mund. Der hier hat kein Nas. Das ist der, den wir brauchen. Rein mit dir. Jetzt hängt das Ding nur noch an 2 Kette oder an einer Kette, aber... Okay, wir sind auf dem richtigen Weg, wie es aussieht. So. Dann sind hier hoffentlich nicht weitere Zombies gespawnt. Das sieht nicht so aus, nee. Okay, na gut. Wir probieren unser Glück nochmal mit der Schlange. Aber ist vielleicht auch besser so, dass ich die Maske noch abgeliefert habe, weil so habe ich wenigstens wieder einen Slot frei im Inventar. Und ja, wir probieren es einfach noch einmal. Wir probieren es einmal. Also ab zu der Schlange. Speichern. Wenn wir mit der vielleicht auch vorher nochmal speichern. Das kann nicht schade, oder? Ja, gehen wir halt nochmal den... Wie, ich kann mich jetzt einfach so bewegen als Zombie durch Türe. Okay. Na, Mist. Das hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Nee, das hat leider nicht so geklappt. Okay, der ist trotzdem tot. Hat leider nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Genau, da wieder rein. Kerosin wäre jetzt nicht schlecht. Wenn ich noch wüsste, wo man sonst noch welches auftreiben kann, ne? Weil unser Kerosinquelle ist leider leer. Das heißt, du können wir keins mehr abzapfen hier. Da wir das auch erstmal nicht abzapfen können, das Zeug, können wir genauso gut auch das Zeug wieder weglegen, den Behälter, ne? Hier ist so, genau, ist nichts mehr drin. Schade. Okay, dann legen wir das Ding halt weg und der blaue Edelstahl legen wir auch erst einmal weg. Dann haben wir jetzt ein bisschen wieder was frei im Inventar. Wenn wir dazu kommen, wieder irgendwo Benzin zu finden, können wir unseren Flachmann wieder mit Kerosin auffüllen. Dann läuft die Geschichte. So. Bis ich bei der Schlange wieder... Ah, ich wollte ja noch speichern, ich Depp. Vor lauter. Ich wollte noch speichern, bevor ich mich der Schlange stelle. Genau. Das wäre etwas doof, wenn ich da dann sterbe würde. Und ja, wir müssten dann nochmal von vorne mehr oder weniger anfangen. Deswegen holen wir uns jetzt gerade mal so ein Farbband raus. Genau. Erstmal eine Runde speichern. Ja, das möchte ich speichern, bitte. Da habe ich ja eigentlich unmittelbar, nachdem ich der Kerl geheilt habe, habe ich ja da eigentlich wieder gespeichert. Deswegen machen wir es jetzt erstmal so, ja. Wir scheinen nur schon im 6. Kapitel zu sein. Also ich bin anscheinend auch schon ins Weiterkommen, ne?
Okay, dann wieder die Farbbänderei, wo sie hingehören. Na? So. Gut. Dann... Oh, jetzt juckt es überall mittlerweile schon am Körper. Ah. Ja, dann gehen wir wieder den Weg zurück. Da, wo der Zombie rausgestolpert ist. Ich hoffe, das war wirklich der vom Raum selber. Und nicht, dass es irgendein anderer Zombie war, der über den Karte-Modus da rausgestolpert kommt. Und dass der andere Zombie noch in dem Raum rumlungert. Was? Okay. Wir gehen trotzdem an dem vorbei. Gehen hier rein. Und hoffen aufs Beste, dass es tatsächlich der aus dem Raum drin war. Wir probieren es mal. Langsam. Sieht so aus. Ja. Okay, sieht gut aus, dass es wirklich der aus dem Raum war. Das finde ich gut. Allerhopp, dann hier ist jetzt das Kampfgewehr ausrüste. Und wir gucken mal beim Snake Plissken vorbei. Mal gucken, was das Mistvieh so treibt. Ob es überhaupt noch da ist oder ob das jetzt verschwunden ist. Ja, es ist noch da. Okay. Ups. Was? Du kann ich nicht einfach so noch ohne Ziele. Okay, anscheinend kann ich das doch. Scheiß Vieh. What? Wo renne ich denn rum? So viel Schuss habe ich allerdings nicht. Habe ich es jetzt erledigt? Nee. Oh, das war verschwendet. Schade eigentlich. Ich wollte eigentlich in die Phrase schießen. Da ist es. Oh, okay. Ah. Es schlängelt sich davon. Trophäe erhalten in Kupfer-Ungezieferbekämpfung. Na gut, also die Schlangen habe ich jetzt vertrieben. Weihfässer sind aufeinander gestapelt. Was haben wir dann hier noch außer der Maske? Ich wollte den Raum nämlich eigentlich auch gründlich nochmal durchsuchen. Aber es sieht wohl nicht so aus, als wäre hier noch was. Ah, doch, doch, doch. Gewehrmunition. Sau gut. Dann können wir es hier wieder nachfüllen. Okay, jetzt sind wir wieder bei 8 von 10. Sie sehen nichts von Interesse oder noch gestanden. Haben wir hier noch irgendwas Tolles? Wunderbares, Grandioses, unbedingt Wertvolles für uns? Nee. Weihfässer sind aufeinander gestapelt. Das kennen wir schon. Das war das Riesling-Lager vom Spencer. Okay, ja gut. Dann war es das eigentlich. Ach, hier. Und Helmschlüssel haben wir trotzdem noch nicht gefunden. Hier finden wir auch nichts, oder? Nee, nee. Und da ist nichts Besonderes. Schade. Na gut, dann rüsten wir uns wieder mit der Pistole aus. Was bleibt denn noch übrig? Ich überlege gerade, was bleibt denn noch großartig übrig? Irgendeinen Raum hier nicht durchsucht. Mal überlege. Doneve war mal drin. In den anderen Raum. Vielleicht müssen wir wieder in der Westflügelreihe. Die Überlegung. Wie machen wir dann das? Ich hasse es, wenn ich überlegen muss. Da kommt meistens nichts Gutes bei raus. Ja, Was allermeiste brauche ich jetzt denn? Helm. Schlüssel, ne? Warte mal. Wir können Fenster machen. War das mein Shutter? Ja, okay. Dann ist gut. Ja, wenn Zombies einfach irgendwo wieder neu spawnen, dann wird man durchaus ein bisschen paranoid in der Hinsicht. Aber das Spiel ist ja dazu da, um Paranoia zu generieren. Hier haben wir alles eigentlich durchsucht. Ja. Wir probieren es mal auf dem anderen Ding. Da ist ja noch eine Außenterrasse anscheinend, die ich noch nicht untersucht habe. Schauen wir uns das doch gleich mal an. Moment. So. Einfach den Gang runter. Da scheint es ja wohl noch was zu geben, was ich noch nicht untersucht habe. Das wird wohl das Zimmer sein, genau. Okay, Hausschlüssel ist verwendet. Da kam ich offenbar
mit meinem Rüstungsschlüssel durch. Gut. Ja, mittlerweile wird es halt kritisch mit den Gebieten, die ich noch nicht untersucht habe. Das war irgendein Außenbereich, wo ich bisher noch nicht war. Schauen wir es uns mal an. Ja. Gibt's da irgendwo? Ne, da geht's nirgendwo lang. Okay, es sieht ja wieder sehr einladend aus, das Ganze. Tisch aus Glas, aber da liegt Pistolenmunition, die ich gern hätte. Ja. Super. Wird immer besser hier. Entschuldigung. Ein Dolch nehmen wir selbstverständlich mit. Oh. Ich habe das Gefühl, da steht wieder auf. Ach, das ist... ja, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Blattpflanz. Jemand hat die Bank als Ablage verwendet. Okay. So. Forrest hat ins Gras gebissen. Er scheint schon eine Weile tot zu sein. Der ist aus dem Alpha-Team. Und zwar hieß der tatsächlich Forrest Speyer. So wie die Stadt, die bei meinem Dorf unmittelbar im Süden liegt. Also mein Dorf liegt ja so 7 Kilometer nördlich von Speyer. Der schreibt sich wirklich S-P-E-Y-E-R. Das ist halt ein Original-Pelzer. Das ist der Speyerer Wald. Forrest Speyer, ne? So, damit jeder den schlechten Wortwitz kapiert hat. Ja, Another One Bites the Dust und Granatwerfer nehmen wir natürlich mit. So, Speyerer Wald, Ruhe in Friede. Aber ich befürchte, der Speyerer Wald, der ruht einfach nicht so in Friede. Und ich befürchte, Speyerer Wald ist ein ziemlich schneller Kerl. Hat er irgendwas bei sich? Nee. Artzünde können man leider auch nicht. Ich hätte ihn jetzt eigentlich ganz gern noch die letzte Ruhe gewährt, aber... Schade. Ich hätte vielleicht warten sollen, bis er vorbeikommt und dann noch die Phrase wegschießen können, aber... Naja. Nee, grünes Kraut brauche ich nicht. Da war noch irgendwo ein anderer Außenbereich, wo ich gar nicht hingehen wollte, wegen Hunde und so. Steht er nochmal auf, oder? Wirkt nicht so. Okay. So, die Pelzabu haben wir jetzt auch umgemoscht. Das heißt, wir können uns auch wieder damit ausrüsten. Jetzt haben wir anscheinend einen Barry de Rang streitig gemacht als Waffeexperte. Wenn wir jetzt hier mit Pistol, mit Schrotflinte, also sogar mit so einem Kampfeisatzgewehr, nicht nur mit einer normalen Flinte, und mit dem Granatwerfer hier durch die Gegend flitzen. Was ist das eigentlich für ein scheußliches Bild? Okay, das hatten wir schon. Okay. Halte mal eine Gaul A. Das war der Außenbereich, den haben wir schon erledigt. Ein anderer Außenbereich haben wir auch schon erledigt. Da war noch irgendwo ein Außenbereich. Genau, der war da bei der Schreibbox im EG. Den haben wir uns auch noch nicht angeguckt. Und da geht es anscheinend auch noch die Treppe hoch. Ja, da waren wir auch noch nicht. Und da können wir eigentlich auch durch, ne? Wenn ich mir das so angucke mit der grauen der und so. Da können wir auch noch hier. Das funktioniert dann also. Okay, das heißt, wir können jetzt hier nochmal den Weg entlang latschen. Und müssen nochmal halt an dem Ende Zombie vorbei. Gut, wenn der inaktiv ist, ist mir das egal, solange der jetzt halt hier wieder aufsteht. Soll mir das egal sein? Ich hoffe, der liegt noch. Ja. Okay, der liegt noch. Das sind ja nicht so Arschlöcher wie diese Crimson Heads, die dann einfach rumdormeln, beziehungsweise die einfach rumwarten und wenn man an einem vorbeigeht, dann dorkeln sie hoch und rennen ihm hinterher. Die normalen Zombies sind ja ziemlich ehrlich, die taumeln dann einfach wieder in dem Gebiet rum. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder dort hier. Gucken uns den Außenbereich nochmal an, der dort ist. Das heißt, ich muss hier nochmal runter. Rechts. Oh je. Das wird schon irgendwie. Bevor wir speichern. Türgriff sieht aus, als würde er gleich auseinanderfallen. Trotzdem hindurchgehen.
Das gefällt mir irgendwie nicht. Das gefällt mir nicht so sehr. Aber ich muss es ja wohl, ne? Okay, wenn dem so ist... scheiß drauf. Scheiß drauf. Ja. Ich weiß, der wird wahrscheinlich abbrechen. Wir kommen dann nämlich durch oder so ein Scheiß. Aber... vielleicht ist es ja auch nur limitiert, wie oft man da durchgehen können, ne? Warte mal. Wie sieht's dann hier aus? Der ist verschlossen. Ja, genau, das war das mit dem Wappe von... oh! Mit dem Wappe der Spencers. Servus. Mhm. Gut, der ist kaputt, der hat hinter sich. Dann... ich gehe nochmal gerade in die Richtung, wo der Zombie herkam. Da war noch was. Ah, da konnte ich einen Hausschlüssel verwenden. Okay, du hat anscheinend hier mein, hat anscheinend meine Neugierde aufgehört, als ich hier durch das Zimmer gegangen bin. Und da habe ich den Gang anscheinend nämlich weiter erkundet. Alle hopp. Was machen hier Geräusche? Ich mag das nicht, wenn irgendwelche Geräusche kommen. Was zur Hölle? Holy moly. Warte mal. Dort fährt mal die Flinte. Gut, Anna haben wir die Phrase zerschrotet. Sind hier sonst schon welche? Scheiße. Okay, da warten wir ab, bis die um die Ecke kommen. Dann schießen wir nochmal einmal drauf. An. Alle Haupt. Also 2 habe ich ganz geschrotet. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und da ist noch ein Granatwerfer, den man zur Not noch hin. Alles klar. Oh, das war jetzt aber ganz schön das Geraffel hier mit den Scheißviecher. Warte mal, da geht's wieder raus, ne? Das ist, ja, Außenbereich. Da muss ich mit Hunde rechnen. Das heißt, wir nehmen hier nochmal die Pistole. Und gehen das nochmal an. Alter Falter. Ja, wir müssen ja den Gang wieder zurück. Das heißt, die Zombies müssen so oder so traglava. Hier waren irgendwo Hunde, ne? Was haben wir dann da? Chemikalien. Nehmen wir mal mit. Ah, da sind die... von Wege, aha. Da ist schon einer so ein Kandidat. Ja, dann mach den doch fertig. Alter! Gott! Boah, Alter! Okay, jetzt sind wir schon hier bei Warnung angekommen. Ja, das nehmen wir mit. Das Föhn studiert auch unmittelbar rein, das Zeug. Jetzt sind wir wieder gesund. Ah, da ist Kerosin. Ja, hätte ich das gewusst. Ein Heizungskessel, Feuchtigkeit hat noch Rosteloser. Ist noch irgendwas Spannendes hier, was wir noch bemerken sollten? Kerosin haben wir hier halt noch und rotes Kraut ist nicht so gut. Ja, Kerosin ist noch da. Gut, da kann ich dann später bei Bedarf, jetzt wo ich weiß, wo wieder welches ist, machen wir das bei Bedarf halt nochmal. Das heißt, ich habe jetzt hier Chemikalien mir geholt. Die brauche ich noch später von Außenbereich, wenn ich mich doch richtig erinnere. Wir gucken uns das Ding mal an. Chemikalie, besser. Oder besser. Keine besondere Merkmale. Okay, wir nehmen sie trotzdem mit. Ja, ist natürlich aus der guten Umbrella-Züchtung fast so gut wie die Annelien. Und dann gehen wir jetzt nochmal dort durch. Wieder zurück, wo wir herkommen. Und wenn die der's erlaubt, würde ich eigentlich ganz gerne wieder zurück zum Speicherraum gehen und dort für heute dann die Episode beende. Ich sag bewusst wenn. Schauen wir mal. Der erlaubt's noch. Okay. Wir haben jetzt nämlich noch einiges an Zeug zu verstauen. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall auch noch wegmachen, den Kruscht. Ich glaube, das Kampfgewehr können wir jetzt auch erst mal sein lassen. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir müssen ja nämlich gegen einen Endboss oder so einen Spaß kämpfen, ne? Deswegen
Waffe gehören dort hier. Der Granatwerfer packen wir dort hier. Die Chemikalie kommt runter. Dann können wir in der nächsten Episode, wenn ich dran denke, können wir hier das Ding nochmal voll machen. Und dann haben wir wieder 3 Slots frei. Moment, wir brauchen noch die Farbbänder. So, so wird dann nämlich ein Schuh draus. Und dann hätte ich doch Sache, ihr liebe Leute. Wenn ich jetzt hier gespeichert habe, machen wir das wie folgt in der nächsten Episode übermorgen. Wir holen uns erstmal Kerosin. Sind anscheinend schon im 7. Kapitel oder 7. Speicherpunkt wahrscheinlich. Eher Speicherpunkte als Kapitel wahrscheinlich. Okay, ja, wir machen das so. In der nächsten Episode übermorgen. Moment, ich muss ein bisschen wegbewegen von meinem Mollekopf. So, guck mal zu der liebe Leid rüber. Chill. Andere Richtung. So. Wir müssen ja das irgendwie hinkriegen, dass es schön aussieht zum Schluss. So. Naja. Ist es so wenigstens arg geleuchtet oder so ein Spaß? So. So sieht's ja gut aus. Ja. Übermorgen werden wir es so machen, dass wir mit dem Kerosinbehälter erstmal drüber am Außenbereich, wo der Hund war, Kerosin holen. Dann gehen wir nochmal raus aus dem Raum. Gehen wieder in die Vorhalle und zwar, jawohl, und gucken uns den Raum an, der so, ja, sackgassemäßig ohne verläuft, den wir noch nicht erkundet haben. Und dann gehen wir nochmal in den Flur und hoch und gucken mal, wie es da oben aussieht in dem Bereich. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.